Ciao die geile Bock, hier ist mal wieder der Lars. Heute geht es um Werbung und ja, jetzt geht's los. Viel Spaß. Und zwar würde ich sagen, ein Hilfslob für den Herrn Mark Galaxy. Er hat nämlich geschrieben, Thema Werbung durch Influencer, hasse das Wort, auf Instagram und YouTube. Oder YouTube. Lesen muss man auch zuerst mal können, aber merci für den Mark, Gott will dich segnen. Ich hoffe, Mark, du hast auf jeden Fall das Thema so gemeint, wie ich es jetzt gerade werde behandeln. Weil, ja, Werbung kann man viel verstehen, aber fangen wir an. Habt die Schnurren. Werbung durch Content Creator auf Instagram und auf YouTube ist ein sexy Thema. Wer muss es anders geschwingen machen als ausser ich da irgendwo wie hier im Westen mit dem Scheiß angeschrieben wird, wo tagtäglich von Firmen angeschrieben Milch, kommst du mal meine Kuh melken. Genau ich muss das Thema behandeln, weil ich kenne mich natürlich hier, was das angeht, am besten aus. Weil ich bringe jetzt darum meine eigene Milchmarke raus, die heisst Lars aus Milch oder irgendetwas in diese Richtung, fangen wir mit dem Thema an. Werbung im Internet ist ein sehr kompliziertes Thema, darum kann ich mich als noch kleiner YouTuber auch nur in dem Sinn, was ich selber sehe, so in dem Sinn als Zuschauer, so wie genau du da hinter dem Bildschirm, kann ich mir einfach ein eigenes Urteil fällen und so sagen, was ich so dazu habe. Ich beziehe mich hier grösstenteils auf die Schweizer YouTuber-Szene, wo ich mir eigentlich relativ gäbig und wohl finde, ja, also bleiben kann man. So, excusez-moi, der Grossbär war da. Vor ein paar Jahren hat man noch nie gedacht, wirklich noch nie, dass man mal mit YouTube, vor allem in der Schweiz, dass man in der Schweiz mit YouTube Klötter verdienen kann. Das ist jetzt natürlich seit ein paar Jahren, seitdem natürlich ich YouTube mache, hat sich das komplett verändert. Man kann relativ Geld machen, also auf jeden Fall die Grössten, die machen Klötter. Zwar nicht viel, aber sie können Klötter machen. Vor ein paar Jahren hat man noch nie gedacht, dass man mal als Schweizer YouTuber mit Firmen und Partnern zusammenarbeiten kann. Natürlich hat sich das, seitdem ich YouTube mache, komplett verändert. Die Werbepartner in der Schweiz haben halt einfach gemerkt, dass schon nur ein paar tausend Abonnenten, in Klammern, das ist für mich, weiss nicht was, aber wenn man das ein paar tausend Abonnenten schon einen relativ grossen, attraktiven und erregenden Einfluss haben. Und da wären wir schon wieder beim Thema Influencer. So scheiße. So scheiße. Werbung ist wichtig. Nur so kann man gratis Content finanzieren. Darum finde ich es generell nicht schlimm, wenn man Werbung macht, ob jetzt vor oder nach den Videos, jetzt bei YouTube oder als Product Placement an. Wer würde, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch da draussen, wenn er jetzt einen Kanal hat, der ein paar tausend Abonnenten hat, sagen wir jetzt 2000, und es kommt eine Firma auf einen zu und sagt so, hey, hier, Milch, nimm das, wenn du es geil findest, du es promoten. Und wir geben dir Klötter für das. Oder auch schon nur, wenn du vor deinen eigenen Videos kannst Werbung schalten und mit dem Klötter kannst verdienen, Kollege. Alter, ich würde den ganzen Tag einfach wechseln. Ich sage so, einfach weil ich sage, Scheiße, Mann, ich habe immerhin so viel Reichweite, dass ich Werbung schalten kann. Die Werbung auch finanziell lohnt. Also jetzt heisst nicht, dass die dann mit Tausenden rumschießen, aber halt der Kollege würde aber den Franken sagen, Kollege, den Franken habe ich durch euch verdient. Momentan noch nicht, also müsst noch ein bisschen mehr. Genau jetzt wäre der Zeitpunkt, jetzt kannst du abonnieren und die Glocke aktivieren. Da siehst du mich vielleicht ein paar Jahre, wie ich so im Rumlaufen bin. Für mich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Product Placement annimmt, sollte es einfach für mich als Zuschauer einfach zumindest ein bisschen Sinn machen, wieso man das Product Placement annimmt. Also das muss ein bisschen auf den Kanal passen. Ein Beispiel. Ich bin ein cooler Gaming-YouTuber zum Beispiel. Also das ist jetzt wirklich ein Beispiel, so cool bin ich ja nicht. Ich wäre jetzt zum Beispiel ein Gaming-YouTuber und tue grösstenteils auch noch Gaming aufladen. Und dann kommt eine Beauty-Firma vorbei, legt mir einen Honig auf den Tisch und sagt, komm hier, vermarkt unsere Salbe und du bekommst den Honig. Genau so eine scheiß Meinung. Das macht für mich einfach absolut keinen Sinn, wenn man so ein Product Placement annimmt. Ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich glaube, die versteht, was ich so damit meine. Oh, das kann der hure Rap sein. Ein Placement muss für mich einfach mindestens ein Mühe auf den Kanal passen. Also das Placement gut verpackt ist, zum Beispiel jetzt eine Gaming-Maus präsentieren als Gaming-YouTuber. Dass ich in dem Sinne vielleicht Maus als Challenge brauche, wo irgendwie eine Challenge mit dem Hurenkrüppel machen oder sonst irgendetwas. Einfach, dass das gut abgespielt ist und nicht einfach so sagt, so, ihr Ente kaufen, nehmt den Shit, das kostet nur 3000 Steine und das ist noch fast gratis, von dem her kaufen das. Einfach, dass man das wirklich schön passend macht, vielleicht eben mit einer Challenge oder mit etwas anderem verbindet. Aber einfach, dass es nicht einfach stumpf hergeht, hier, wo haben wir jetzt, ja, die habe ich ja Maus, ja, die kaufen dir jetzt los, deine Kamera ist auch okay, cool, bin ich wieder zu weit oben. Hey, Bro, Kollege,
Kollege, hey, hat einen Sau, hätte ich doch das Albi angenommen. Zum Beispiel jetzt aus Sicht von einem Betrieb oder von einer Firma, wenn ich jetzt meine eigene Kuh, Milchfirma und so weiter hätte, würde ich vielleicht auch eher auf, ich sage jetzt mal, auf Influencer, Marc, grüß Göse, ich hasse das Wort auch, als Content, würde ich auch lieber auf Content Creator zugehen. Einfach weil Content Creator halt einen stabileren Draht oder einfach einen grösseren und vernetzteren Draht zu den Jugendlichen, auch zu den kleineren und zu den ganz Kleinen. Einfach aus dem Grund, weil das ist so das Massenmedium, das eigentlich jeder braucht. Ich komme laufen, was schaust du am liebsten? YouTube, wer, bla bla bla, dann geht es so weiter. Man hat einfach am meisten als YouTuber oder auch als einer, der auf Instagram sehr viel tätig ist, hat man einfach einen sehr, sehr guten Draht zu den Jugendlichen. Und da kann man auch, ich sage jetzt mal, könnte ich auch meine Milch als eigene Firma, könnte ich auch meine Milch dort ein bisschen präsenter, ein bisschen attraktiver machen und auch bekannt machen. Also wie gesagt, grundsätzlich muss einfach ein Product Placement für mich stimmen und einigermaßen zu den Punkten, die ich vorhin gesagt habe, passen und die auch einigermaßen einhalten. Aber jetzt kommen wir mal zur Werbung vor, nach und so weiter bei den Videos. Auf YouTube ist es normales Werbeschalten, also in dem Sinne ich kann das nicht sagen, jetzt muss ich googeln. Monetalisieren. Ja, keine Ahnung, wie man das schreibt. Hey, keine Ahnung. Das Hure monetalisieren. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Auf YouTube Werbung zu schalten ist einfach, sagen wir mal, ein bisschen kompliziert. Erstens, man braucht genügend Abonnenten, also ich glaube 1000 aus dem Kopf raus. Und man braucht eine Watchtime, respektive einfach 4 Stunden im Jahr. 4 Stunden im Jahr. 4000 Stunden im Jahr. Das ist einfach so viel Mal in deine Videos angeschaut worden, zeitmässig. Genau wegen diesen 2 Punkten ist es für die meisten YouTuber, also auf jeden Fall für die kleineren, gar nicht möglich, Werbung zu schalten. Finde ich aber eigentlich einerseits so gut. Einfach, weil da wird nicht einfach irgendein Scheissdreck, da kommt nicht irgendwie ein 12-jähriges Minecraft-Kitty, das dann Werbung schaltet und sich denkt, juhu, ich kann Werbung schalten, obwohl es kein Klötter wird verdienen. Genau so etwas meine ich. Einfach, man schützt ein bisschen in dem Sinne auch die Werbentreibenden, die sagen, ja, wir stecken YouTube 3 Tonnen in den Arsch, damit sie ein bisschen Werbung schalten für unsere Firma oder für unser Produkt oder was auch immer. Und so wird das halt ein bisschen bewahrt, dass halt eben ein 12-jähriges Minecraft-Kitty plötzlich, keine Ahnung, Pornos präsent. Und vor allem, was ich auch schon gesagt habe, solange man die Zahlen nicht erreicht, also die 1000 Abonnenten und die 4000 Stunden Watchtime im Jahr, bringt es rein finanztechnisch nicht. Also, es bringt nichts, wenn man, keine Ahnung, vielleicht nicht mal einen Rappen verdient durch YouTube. Also so sollte man eine Werbung können schalten. Oh, ich komme. Ich komme! Boah! Oh, Jesus, Samariter. Sollte man aber die nötige Reichweite haben und also eben die 1000 Abonnenten und über 4000 Stunden Watchtime und auch einigermaßen aktiv ist und so weiter, gell, Marc? Grüß geht raus. Auf jeden Fall sollte man die nötige Reichweite haben. Ich sehe nicht keinen Grund, wieso man nicht Werbung schalten darf. Es ist natürlich übertrieben, wenn man ein 10-Minuten-Video hat und alle Sekunden Werbung kommt, dann prätschen die YouTuber auch. Aber wenn man einfach so in dem Sinne so im Mass Werbung schalten, dann finde ich das selber auch gut. Weil wieso soll man mit seinem eigenen Schritt nicht Klötter verdienen? Alter, das würde doch jeder gerne. Tut ein paar Pornos ins Internet, so 100 Steine da. Die meisten YouTuber stecken ja noch Zeit und Arbeit in ihre Videos. Also sie haben ja Aufwand und das macht man ja in dem Sinne gratis. Und wenn man dann gleich sagt, ja, immerhin verdiene ich vielleicht, keine Ahnung, 10 Franken im Monat durch YouTube, dann ist das vielleicht eine kleine Motivation für zu sagen, ja Mann, Alter, 10 Steine, das ist ein Dürüm, Alter. Ich kann den Dürüm mega fressen im Monat, einfach weil ich weiss, YouTube finanziert, also ich finanziere mir das durch YouTube und das ist doch auch eine gute Sache. Also Motivation ist da. Zum Fazit. Ich finde Werbung auf Instagram oder auf YouTube überhaupt nicht schlimm, weil es braucht es halt einfach. Nur so kann kostenloser Content finanziert werden und bleibt weiterhin kostenlos. Weil sonst wird der eine, keine Ahnung, weil plötzlich Instagram kostet, das will doch niemand. Auf Instagram oder YouTube kann man natürlich nicht durch Werbung natürlich auch neues Zeug kennenlernen. Beispielsweise auf Instagram kennt jeder scrollt machen, kriegt man irgendwie dann einen Pullover, sagt man, ja Mann, den brauche ich, einen geilen Pullover. Oder auf YouTube irgendwie ein Kanal wird präsentiert, ein Kanal wird angezeigt. Man schaut sich vielleicht die Werbung ein bisschen länger an als überspringen. Man kennt einen neuen Kanal, der einem vielleicht auch sympathisch ist und erregend wirkt. So vernetzt halt Werbung auch, ich sage mal, alle miteinander und man lernt neues Zeug kennen. Und natürlich zum Schluss, wenn man natürlich die nötige Reichweite hat, kann man sich durch YouTube oder ich glaube Instagram, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall durch YouTube, durch Werbung noch einen schönen Batzen dazu verdienen. Irgendwie so einen Zehner eben, wie gesagt, 10er im Monat ab bei dir im Laden Säckchen da. Jesus, aber wäre auf jeden Fall schon mal etwas sehr, sehr erregend. Jo, geile Böck, das wär's gewesen
von meinem geilen Video über Werbung. Marc, ich hoffe, du hast es so gemeint, wie ich es verstanden habe. Jedenfalls schreib mir es in die Kommentare. Ich habe Angst vor dir. Hilfe miteinander. Ehrlich. Oh, jetzt ist die Kamera-Patch einfach schon die ganze Zeit einfach an.